Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zum Pressetalk nach dem Spiel in Bremen. Ich habe gerade schon mal kurz reingehört, es ist super nervig, es ist halt Deutsch, direkt mit der englischen Übersetzung, so dass sich das überlappt und man nur die Hälfte versteht, sowohl vom Englischen als auch vom Deutschen. Ja, I don't know, ich werde mal gucken, ob bei FC Bayern TV vielleicht morgen nochmal eine andere Version kommt, dann werde ich da nochmal eine Reaction zu machen. Aber ansonsten müssen wir uns leider mit dieser begnügen, die wir hier haben. Ja. Und von daher würde ich sagen, gehen wir rein, sobald ich meine Cam hier ausgerichtet habe. Und ich werde dann Fragen zu Werder Bremen werde ich überspringen, was einfach super nervig ist. Sonst würden wir uns das natürlich auch anhören. Aber gehen wir mal rein. So, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Endstand im Wohnen-Westweser-Stadion, das wieder mal ausverkauft war. 14:0 für die Gäste. Beide Trainer sitzen hier. Gratulation, Thomas Tuchel zur Musik. Und Ihr Statement zum Spiel, bitte. Danke. Wir freuen uns natürlich sehr heute über das Ergebnis und über die Art und Weise. Ich denke, wir haben verdient gewonnen, zu 0 gewonnen. Das haben wir lange auch darauf hingearbeitet, haben verdient gewonnen, aber auch, denke ich, verdient zu 0 gespielt. Konnten unser gutes Level heute auch mal... Verdient gewonnen natürlich auf jeden Fall. Verdient zu 0 gespielt. Ja, ich meine, ein Torschuss wäre Bremen ein bisschen kaltschnäuziger gewesen irgendwie. Es waren ein paar Gelegenheiten für Bremen da, ja, wenn man so an die einen oder anderen Fehlpass denkt, an den einen oder anderen dummen Freistoß, den man da hat zustande kommen lassen. Aber na klar, am Ende des Tages bei einem Torschuss, bei 6 Schüssen insgesamt, hat man es dann verdient auch, ne? Zu 0 zu spielen. Konstant halten, sind in den Phasen, in denen es schwierig wurde, in der zweiten Halbzeit mal für die ersten 10 Minuten nicht verrückt geworden, sind dran geblieben, sind stabil geblieben und deshalb sind wir sehr zufrieden und nehmen das als ersten Schritt in die Saison. Fertig. Gut, kurz und bündig, vielen Dank. Ja. Ole, bitte. Sehe ich genauso, ne? Wir dürfen immer nicht vergessen, das ist ein Auftaktspiel. Klar, Supercup-Spiel war noch, ja. Wurde mir jetzt aber auch ein bisschen zu schlecht geredet, als wie es war. Habe ich schon gesagt, erste Halbzeit war gar nicht so schlecht. Wir haben halt einfach das Tor nicht gemacht. So, Punkt. Und dann ist alles ein bisschen dumm gelaufen. Heute auch so. Wir sind ein bisschen schwer reingekommen, ja. Haben dann ein frühes Tor gemacht, was uns natürlich die Richtung gegeben hat. Danach haben wir nicht wirklich Ideen gehabt gegen Bremen, wie wir es irgendwie anstellen können. Haben ein paar gute Fernschüsse gehabt. Ja, völlig okay. Und zweite Halbzeit hat Bremen uns dann halt ein bisschen Platz gegeben. Und dann haben wir Fußball gespielt. Ja. Punkt. Und das war völlig okay für ein Auftaktspiel. Deine Einschätzung zum Spiel? Ja, schönen Abend von mir. Thomas, Glückwunsch zum Sieg. Am Ende des Tages ist es ein verdienter Sieg für die Bayern, der vielleicht in der Schlussphase ein Tor zu hoch ausfällt. Trotz alledem, ist es eine klare Sache gewesen. Wir finden einen schlechten Start ins Spiel. Haben dann auch in der ersten Halbzeit für meine Begriffe viel zu verhalten gespielt mit Ball, auch zu verhalten verteidigt in vielen Situationen, einfach wirklich nur tief gestanden, ohne dass wir mal einen Auslöser erwischen, um irgendwo auch Bälle aktiv zu gewinnen. Das haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit besser gemacht. Ich glaube, da auch 2, 3 gute Möglichkeiten. Leo Bittencourt, Mitch Weiser, Jens Day. Wo du dann auch gegen... Ja, jetzt kommt die englische Übersetzung dabei, jetzt wird's wild, Leute. Favoriten Bayern München sicherlich es brauchst, like Bayern, you need to be able to convert those chances and use those phases in a match. Nochmal alles versucht nach vorn zu werfen. We did try to throw everything forward. Hier dann in einem Heimspiel vor dem Publikum. As we are expected to do in a home game in front of our own fans. Lautstark unterstützt hat auch. They were right behind us. Ja, hat er auch recht, dass man dann nochmal alles nach vorne wirft, ist auch klar. Stimmung war übrigens mega in Bremen, muss man sagen. Auch von unseren Fans, auch von den Bremern. The whole time versucht noch einen Anschlusstreffer zu erzielen. Am Ende des Tages fällt das Ergebnis dann deutlich aus. The results
wie gesagt, um ein Tor zu deutlich. Aber speziell in der zweiten Halbzeit mit dem Auftritt meiner Mannschaft bis zum 2-0 eigentlich auch. And the fact is, I can't really have any complaints. Zumindest zufriedener als mit der ersten Halbzeit. Performance up until 2-0. Für uns geht es darum, einfach diese Dinge aufzuarbeiten, zu schauen, dass improving wir on these things for us moving forward. Erledigen, was den Kader angeht, aber eben halt auch was unsere eigenen Aufgaben we reach the right decisions with the squad and then produce the right performances out on the pitch. Wieder auf dem Platz stehen können und dann sieht es in Freiburg hoffentlich schon ein bisschen anders aus. Go back to the drawing board and hope things look a little bit different in Freiburg next week. Das Mikrofon wird gereicht. Einmal bitte. Ja, Interesse ist jetzt auch nicht so mega mit da 5, 6 Journalisten, die da hocken, wa? Now going to questions. Thomas, wie hat Ihnen Harry Kane heute gefallen? Das Ziel ist ja wahrscheinlich, Harry Kane's mit performance Ballbesitz trotzdem Tiefe reinzubringen, so viel auch das zweite Tor ist das so ein bisschen, wo sich Mannschaft und Spieler noch auch finden müssen. Danke. Fact is, he did a lot of work in terms of finding his Weiß ich gar teammates nicht, as well. ob die sich noch finden müssen. Ich glaube, es gibt ja, wir haben heute insgesamt einen guten Mix gehabt zwischen Find the rhythm per se, but we had a good mix between our possession play and our chances to break quickly in transition. We found good solutions in our half spaces, and that's where Harry Kane is really strong. Sehr stark in der Ballbehauptung. He's very strong when it comes to demanding the ball as well. Ballbesitz spielen gibt er uns auf jeden Fall Tiefe, weil er when an opponent sits deep like that and forces us to play a possession-based natürlich immer game, einen Einfluss auf eine Abwehrreihe. An influence on the back line, Harry Kane in particular. His movements off the ball are very clever. Sehr smart. He's just a very smart player. Und unglaublich präzise. Has done us a world of good. He brings a lot of precision up front. When it comes to the preparations for the game, his first touch is always clean. First idea is always a good one. The fact is the way he trains, the way he is as a person, the way he presents himself in training as well. Very grounded but very ambitious. There's a lot of quality in his game as well. It's very impressive. And the fact is, he's making all the players around him better as well because they see the way he is attentive. And for a debut, it was a very good. Ja, sehe ich übrigens genauso. Ne? Habe ich ja auch schon gesagt, was ich so den Faktor Kane sehe. Ja, ich sehe es genauso. Allein, dass er da ist, auf dem Platz ist, dass er die Abwehrspieler auch mal rauszieht, dadurch Räume sind. Allein auch die Anwesenheit nimmt halt einfach Druck von den anderen. Da müssen wir uns ja nicht vormachen. Es ist wieder ein Neuner da, der das Level hat, das Level auch an sich selber hat, diesen Anspruch, und das nimmt so viel Druck von den anderen, dass sie unbedingt treffen müssen, dass sie vielleicht einfach ein bisschen lockerer an die Sache rangehen können und ein bisschen Lockerheit wiederfinden, und dann klappt das Tore schießen auch wieder von alleine bei den anderen. Und klar muss man sich noch ein bisschen finden, das hat man heute gesehen, so die ersten 60 Minuten gefühlt, dass man irgendwie immer um Harry Kane rumgespielt hat. Ja, er hat die Räume gerissen für die anderen Spieler, hat auch eher vorbereitet für die anderen Spieler. Bei ihm hat man relativ selten noch gesucht, wie ich fand. Ja, da ist noch Verbesserungspotenzial da, aber das wird alles kommen, die kommenden Wochen. Herr Tuchel, Anfang der zweiten Halbzeit gab es so eine Phase, hatten Sie da ein bisschen Befürchtung, dass es so second half there was a phase of play where ja, in der Phase muss man sagen, hat Leon wirklich gut dagegen gehalten. Ne? Da von Kimmich war da jetzt nichts zu sehen, muss man fairerweise sagen, aber ich erinnere mich auch an den Kopfball, den Leon dann fast an der Grundlinie im eigenen 16er rausgeholt hat. Da war auch kein Upa oder sonst was. Er hätte Leon da weggeholt. Das muss man noch mal herausstreichen. Ne? Kippt und bit of concern crept in. Momente? War die Verteidigung vielleicht auch nicht so? Felt like the game might gerade die Innenverteidigung. change the tide a little bit. Was auch Ole gesagt hat, dass Werder dann as Ole said sehr viel earlier, Risiko verteidigt hat, sehr aktiv verteidigt took a lot hat of nach risks vorne when it und came to their somit auch ein defending, bisschen and they were überrascht very hat. Und wir ambitious waren going noch, forward as well. Ja, waren nicht wach genug, wenn And die at Räume times we weren't nicht awake enough so to schnell really dann deal auch with the besetzt, haben danger. nicht so gute Lösungen gefunden. And we haben weren't dann, quick in finding zweite Bälle solutions to verloren, those moments as well. We were Zweikämpfe losing the verloren, second dann auch ball, noch we were losing challenges, im and then there were a few Dann verlierst du den ersten errors in terms of our focus when playing out from the back. And then there were 3 or 4 concessions of possession inside our own half, and that did lead to the risk of the game changing. In vergangenen Spielen auch passiert. And that is something that has happened in games in the past, but today we managed to catch ourselves. Die Energie und den Spirit. That's what I was talking about before the game, the energy, the spirit, the mentality
deal with adversity and accept it, but not starting to do crazy things and find a really outside-of-the-box solution, but to find ways to play with more precision, play with more bravery, and then maintain the composure when playing out those chances. So Werder took a lot of high risks in those moments. It left spaces, and as a result, it allowed us to win a couple of our 1-against-1 situations. Ja, kann ich bisher erstmal alles zustimmen. Ja, erstmal sind wir nicht in diese Lethargie dann gefallen. Interessant wäre es natürlich gewesen, was wir zum Glück nicht gesehen haben, wenn das Tor gefallen wäre für Bremen, ob wir dann wieder in diese Lethargie gefallen wären, was wir nicht hoffen wollen. Aber ansonsten haben wir uns dagegen gestemmt, haben es, wie er richtig sagt, akzeptiert, dass dann diese Fehlpässe waren, dass Bremen gut gepresst hat, dass wir die Bälle verloren haben. Haben es akzeptiert, haben aber dagegen gehalten. Ja, das war so der Unterschied zu sonst. Haben uns nicht so ergeben und haben es so hingenommen. Und ja, nochmal, da würde uns dann in der Mitte ein Spieler gut tun, der halt dann wirklich mit einer Körpertäuschung oder sonst wie den Gegner dann auch mal ins Leere laufen lässt und dann den Raum öffnet. Ja, was wir dann ja später auch noch 1-2 Mal gut hingekriegt haben. Ja, da gilt es dran, weiter zu arbeiten, aber das ist auf jeden Fall unsere Schwäche. Ja, wenn uns der Gegner da so konsequent anläuft und dann auch die zweiten Bälle gewinnt. Aber es war heute schon einen Tacken besser, dass wir es akzeptiert haben und dagegen gehalten haben. Ja, dass wir uns nicht haben hängen lassen und das dann wieder so hingenommen haben. Das war auf jeden Fall schon verbessert, ja. Sehe ich genauso. And when we did that and when we were fluid, it made a big difference in the game. When they play and defend against us 1-on-1, it's not just about the dribbling, but it's about the passing as well. And it's about fashioning the room that we can punish a team in, and that's what we managed to do. But overall, I was very pleased with the fact that it was a good mix. It wasn't just about transition and about counterattacks, but it was also about good phases in terms of changing our rhythm from possession-based to transition-based. And that's, for me, why it was a well-rounded performance today. Sehe ich übrigens genauso. Ne? Gerade auch erste Halbzeit, auch wenn es dann langweilig anzuschauen war, weil Bremen wirklich extrem tief stand. Aber wir haben es ja dann trotzdem versucht. Ja, wir haben den Ball teilweise weit dann wieder zurück in die eigene Hälfte gespielt, haben versucht mal 3-4 Werder-Spieler rauszulocken, aber trotzdem stand halt hinten die Kette und die Sechser stand extrem tief, so dass es relativ wenig gebracht hat, weil Werder halt einfach nichts riskiert hat. Ja, der Trainer hat es ja selber gerade gesagt, weil sie super passiv waren und einfach nur hinten drin standen. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt, dass nicht irgendwie mal ein Fernschuss connected hat. Ja, dann wäre das Ding, glaube ich, eher offen gewesen, wenn wir das 2-0 noch gemacht hätten. So ist es dann gelaufen, wie es in der zweiten Halbzeit gelaufen ist. Und ja, wir hatten da die schwache Phase, wir sind nicht richtig wach rausgekommen. Und ja, da wäre noch mal ja so der Spieler gut, der da noch mal richtig das Heft in die Hand nimmt. Wie gesagt, Min-Jae war da ein bisschen Konzentrationsschwächen, Upa sowieso immer so ein paar Wackler. Kimmich kriegt das nicht hin, leider Gottes. Dann da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, mal das Heft in die Hand zu nehmen. Ulle hat auch in dieser Phase super viel Ruhe ausgestrahlt, ja, das war richtig gut. Und Leon hat es gut weggearbeitet hinten, ja, was er konnte, muss man mal so sagen. Ein paar Sachen waren noch Vogelwild dann, wo wir dann versucht haben, einfach mal den Ball wegzuhauen. Aber es war auf jeden Fall schon einen Tacken besser, wie es schon anders zu sehen war. Gegen Augsburg wird es ähnlich sein. Auch Augsburg, wenn ihr das letzte Spiel in Erinnerung habt, ist eine Mannschaft, die uns hardcore angelaufen ist. Die ersten 20 Minuten, ja. Auch da bin ich sehr gespannt. Da müssen wir auch den nächsten Stepper machen. Aber wenn wir halt dann halt auch, das haben wir ja heute auch gesehen, wenn wir dann halt diese Pressinglinie überspielen, diese 5, 6 Spieler, die dann auch teilweise Mann gegen Mann versuchen, uns da zuzustellen und zu pressen, hat Tuchel ja auch gerade auch gesagt, wenn du dann halt einfach diese individuelle Klasse hast, wie es ein Musiala hat, wie es auch ein Davis hat, ein Coman, dann einfach den einen Zweikampf zu gewinnen, an dem Spieler vorbeizukommen, hast du unendlich viel Platz. Ja? Und wenn wir das schaffen, hat man heute teilweise gesehen, dann haben wir Räume, und wenn wir Räume haben,
Ja, müssen wir uns ja jetzt nichts vormachen. Wir wissen ja alle, was wir können. Ne? Hallo Herr Tuchel. Hallo. Wir haben gerade die Info bekommen, dass Benjamin Pavard we just got the information that Benjamin Pavard has to stay at Bayern. Can you confirm that? Because Josip Stanisic is apparently on course to create... Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, wegen dem Rumgequatsche. Stanisic soll von der Leihe stehen und Pavard soll deswegen der Wechsel verwehrt werden? Complete a loan deal. But the Pavard information is the most important. I can't say anything different to what I said before the game because it wasn't a topic of discussion since the last press conference, which was just yesterday, but I was focused on the game. Up until yesterday, there was no offer for Benjamin Pavard. And so we will keep dealing with things the way we do with all of our players. Unless anything changes, nothing will change. But we're not going to give him up because he's an important player for us. Scheint es auch nicht zu geben. Dann den Bayern eine gute Heimreise. Ja, wild. Gut. Das war jetzt nochmal die Frage. Tuchel hat gesagt, er kann da nichts zu sagen. Es gibt keine neuen Info. Pavard ist ein Spieler von unserem Verein. Um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken. Das würde in meinen Augen gar keinen Sinn machen. Was willst du einen Spieler halten, der nicht rechter Verteidiger spielen möchte? Wenn, dann wird er, wenn man jetzt davon redet, Stanisic steht von der Leihe, was ich erstmal wild finde, weil ich denke, Stanisic hat auch das Potenzial, sich als rechter Verteidiger mal durchzusetzen, wenn er mal die Chancen kriegen würde. Na klar, wenn man jetzt sagt, man setzt nicht auf den Stani, der Leihe in außen, ja. Klar, dann kann es wie bei Lahm laufen, der in Stuttgart war, dass er dann als gestandener rechter Verteidiger wiederkommt, ja. Aber dann Pavard unbedingt zu halten. Warum dann auf 25, 30 Millionen verzichten? Angeblich ist ja Inter Mailand, was weiß ich, City, sonst wer interessiert. Gut, City jetzt vielleicht nicht mehr, wenn sie mit Walker verlängert haben. I don't know. Ja, aber warum dann auf das Geld verzichten? Klar, man kann dann sagen, ja, man kann ihn noch in der Winterpause abgeben. Schwierig, wildes Gerücht irgendwie. Keine Ahnung, habe ich auch nichts von gelesen. Ja, wir können nur abwarten. Wir haben noch 2 Wochen Transferfenster. Ich denke, da wird noch mal einiges irgendwie wild spekuliert werden. Ja, also ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn irgendwie Angebote reinkommen, Pavard und Gravenberch noch wechseln werden. Ob man dann Ersatz holt für die rechte Verteidigerposition, ja, also ich denke mal, wenn Pavard wechselt, sollte man Stani nicht abgeben, weil Stani halt auch schon Innenverteidiger gespielt hat und halt auch einen guten rechten Verteidiger spielen kann. Also mal abwarten, könnte interessant werden. Ich bin sehr gespannt. Meine Meinung, im Pavard halten ist Schwachsinn. Du brauchst keinen Spieler halten, der keinen Bock hat, auf dieser Position zu spielen, der dann irgendwie da halbherzige Leistungen bringt. Das schadet dir mehr, als wie das es dir nützt. Ja, und du verlierst noch das Geld, was du dafür einnehmen könntest, um Ersatz zu beschaffen. Gut. Ja, sollte das jetzt auch noch rein auf Deutsch rauskommen, auf FC Bayern TV, werde ich jetzt keine neue Reaction machen. Das waren jetzt 3 Fragen. War super nervig, weil ich mich versucht habe, nur aufs Deutsche zu konzentrieren. Warum der FC Bayern das aktuell so macht, ist natürlich klar. Ja, Minjay natürlich internationales Publikum, durch Harry Kane natürlich nochmal internationales Publikum. Englisch ist nun mal die Sprache. Gar keine Frage, aber es ist ein Graus, sich das so anzuhören. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Dann müssen da 2 Versionen rauskommen. Da muss einmal hier die deutsche Fassung kommen und dann muss eine Fassung kommen, wo die deutsche Sprache leise ist und wo dann die Übersetzung lauter ist. Wenn beides irgendwie fast gleich laut ist, wird man wir im Schädel. Warum man das so macht, ist mir auch klar. Es dauert halt eine gewisse Zeit, bis Untertitel eingeblendet werden, automatisch auf YouTube. Und man möchte natürlich die internationalen Fans mitnehmen, aber ja, da muss der FC Bayern sich da was überlegen. Wie gesagt, es kann nicht das Problem sein. Die Live-Pressekonferenz wird automatisch gespeichert, die so stehen zu lassen und dann, das sind immer 8 bis 10 Minuten normalerweise am Auswärtsspiel oder nach so einem Spiel, dann nochmal eine Fassung mit der Übersetzung hochzuladen. Ja.
Also da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Oder meinetwegen, dreh das Deutsche leise, ja, und mach das Englische im Vordergrund, dann kann ich damit auch leben. Aber beides gleichzeitig fast gleich laut, wisse wir im Schädel. Gut, Leute, das war mein FC Bayern Talk Marathon am heutigen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. An alle, die sich hier wirklich alle Videos reingeknallt haben heute und die reaction noch morgen von Heavy Kane, die ich auch heute aufgenommen habe. Chapeau. Vielen lieben Dank. Haut rein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wir hören uns, wenn ein Abgang ansteht der kommenden Woche oder ein Zugang oder allerspätestens dann zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg. In diesem Sinne,